Bitte abonnieren Sie diesen Kanal, damit Sie keine weiteren Videos verpassen. Neues Video, beziehungsweise nicht neu, schon älter. Video vor La Rouge. Unangenehme Fragen beantwortet mit dem Adi und dem Maelo. Wieder einmal ein Video mehr, wo nicht ich dabei bin. Wo einfach ich nicht dabei bin. Frechheit. Frechheit, Frechheit, Frechheit. Aber wir schauen gleich rein. Mal schauen, ob ich mitbeantwortet habe oder nicht. Das wird sich gerade zeigen. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Und Bin auch gespannt. ja, das ist das, was ich sagen wollte. Was findest du ein kompletter Upturn beim anderen Geschlecht? Wenn das andere Geschlecht einfach dumm ist. Dumm wie ein Stück Brot. Einfach, dass, egal was du sagst, die Person checkt nichts, versteht. Humor ist immer eine Sache, aber wenn die Person nicht auf dem gleichen Level ist mit dem Humor oder einfach dumm ist. Du weißt, du wirst dich mit der Person nie gut können unterhalten. Das ist für mich ein absoluter Upturn. Aber bei Menschen allgemein. Upturn finde ich bei einer Frau. Puh. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir fetter Upturn, wenn sie gar keinen Sport macht. Ich weiß nicht wieso. Ich könnte nur mit einer Frau zusammen sein, die aktiv Sport macht. Ich weiß nicht, von wo das kommt oder so. Er weiß nicht, von wo es kommt. Ich kann mir gut vorstellen, weil er selber sehr viel Sport einfach macht und aus dem Grund, der viel Sport macht, der will meistens auch eine Partnerin haben oder so, die auch viel Sport macht, damit man Sachen eben auch zusammen kann machen kann. Zusammen kann laufen gehen. Also kann man sich darum vorstellen, dass es einfach das ein bisschen bei solchen Leuten einfach auch ein Upturn ist, wenn jemand nicht Sport macht. Ich finde das hure upturnen, wenn ich sage, hey, machst du Sport? Und dann sage ich so, nee, ich hänge nur um und so. Darum ist es für mich ein weirder Punkt, der für mich ein Upturn kann sein. Also ich persönlich finde einen kompletten Upturn bei einem Mann, wenn er unpflegte Hände hat, heisst, wenn er entweder die Nägel mega in die Kinder catcht, oder wenn die Nägel so mega dreckig sind, finde ich auch mega gruselig. Also man merkt ja eigentlich, ob er sich auf die Hände achtet oder nicht. Und unpflegte Hände finde ich disgusting. Das ist der Vorteil von mir. Ich bin ein Bürogummi und somit kann ich gar nicht dreckige Fingernägel haben. Klar, kann man mal ein bisschen Dreck, aber da kann man, das putze ich an sich immer. Also von dem her, Lara, ich habe saubere Hände, pflegte Hände. Oh mein Gott, nein. Lassen wir das rausschneiden. Das ist eigentlich relativ easy, wo ich da gerade dran denke. Und zwar, wie die Frau smoked, wie sie raucht. Aber das finde ich auch bei Männern Upturn, aber bei Frauen natürlich auch. Absolut. Nein, Maelo, jetzt wird nie etwas aus uns. Jetzt wird nie etwas aus uns. Ich habe die ganze Zeit im Keim Hoffnungen gemacht, aber jetzt hast du meine Hoffnungen zerstört, Maelo. Upturn, Schmutz. Oder ein unaufgeräumtes Zimmer. Also nicht so ein bisschen unaufgeräumt, sondern wirklich so messy. Also wirklich so, du musst schon so Bergsteiger-Equipment dabei haben, um durch ihr Zimmer zu kommen. Das finde ich nicht so nice, weil, keine Ahnung, ja. Das heisst ja auch, dass der Charakter ein bisschen so ist wie das Zimmer. Finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Klar, also, wenn es wirklich wie messy ist, Dreck rumliegt oder also wirklich schmutzig ist, ja. Aber wenn einfach nur Kleider rumliegen, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Aber wenn es dreckig ist, ja. Versteht man das? Ich hoffe es. Ja, also was ich natürlich auch nicht so nice finde, ist, wenn die Person nicht ganz die hellste ist. Also wirklich. Jawohl, danke Maelo. Da sind der Maelo und ich. So. Da verstehen wir uns auf dem gleichen Level. Was würdest du an deinem Körper ändern, wenn es von heute auf morgen anders wäre? An meinem Körper ändern? Ganz klar, mein Übergewicht weg. Ganz klar, also da bin ich ehrlich, ich bin ein dicker Mensch. Ganz klar, das würde ich sofort ändern. Und der kleine Jörg vergrößern ist auch nicht schlecht, oder? Also hätte ich nichts dagegen. Und wahrscheinlich kommt jetzt genau vom Adi oder vom Maelo, von einem von beiden, wird das kommen, ein kleinerer, er ist zu gross. Von irgendeinem kommt der blöde Spruch. Und wenn nicht, dann bin ich ein bisschen verwundert. Grundsätzlich bin ich zufrieden mit meinem Körper, hauptsächlich gesund so, aber ich wäre sehr gerne, wenn ich es könnte, ändern, 5 cm grösser. Also meine Größe stört mich nicht, sondern dass meine Beine so kurz sind, weil ich finde lange Beine so unglaublich schön und ich habe es leider nicht, ich habe kurze Beine. Darum würde ich gerne meine Beine etwas länger haben, aber ja. Ich würde wahrscheinlich eine Penisoperation machen und den Penis ein bisschen kürzer machen. Ich habe es gewusst, von einem kommt der Spruch. Von irgendeinem hätte er kommen. Der Spruch ist so schwach, der ist so ausgelutscht. Ich würde mir Bartwuchs gönnen. Ich habe keine Ahnung, im Fall Real Talk. Ich bin hutzfrieden mit meinem Körper, wie ich bin und bräuchte nicht unbedingt etwas zu ändern. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, hier gerne ganz bisschen mehr Haar haben. Ach Gott.
wenn ich eine Kappe anhabe, dann Ach Gott, hey, das kann ich, mit dem kann ich mitreden. Schau mal. Ich habe schon seit klein auf habe ich extreme, wie soll man dem Keimer anzeigen. Also, sieht jetzt schlimmer aus, als es ist, wenn man so hinterher zieht. Aber das ist normal bei Männern. so hinten und echt so da wieder ein bisschen mehr Haar. So wie vor 5 Jahren. An so Haar merkt man einfach, dass man alt wird. Und da vorne ein bisschen mehr Haar, ein bisschen dichtere Haar, das würde ich ändern. Sonst bin ich mit meinem Körper eigentlich recht zufrieden und würde nichts ändern. Was ist das Schlimmste, was dir jetzt passieren könnte? Nehmen wir mal Sachen, wenn wir es mal so sagen. Nehmen wir mal Sachen vorne weg, wie dass jemand stirbt von der eigenen Familie oder vom näheren Umfeld von Leuten, die man liebt. Und das ist immer das Schlimmste, was einem passieren kann. Und sonst das Schlimmste, was mir, also jetzt einfach egomäßig denkt, komplett egomäßig denkt, dass mir passieren könnte, ich wüsste es gar nicht. Ich wüsste es echt nicht. Wohl Job verlieren. Oh, Maelo! Danke schön für dein Raid mit 20 Leuten. Kuss, geht raus. Wir sind da mit in der Reaction rein und weil ich die Videos natürlich selber schneiden muss und keine Cutter habe, ich bin ja nicht so abgehoben wie andere, will ich da an sich weiterfahren, dass ich arbeitslos werden in der jetzigen Zeit, einfach arbeitslos sein und dann nicht mehr die finanziellen Mittel können haben, die man jetzt so hat. Passieren. Ich sage jetzt mal nichts, was so ist, so jemand aus der Familie stirbt oder Das ein Onkel Gleiche, stirbt, weil ich glaube, habe. das ist bei jedem, sondern bei mir so spezifisch, was für mich schlimm wäre, wenn jetzt aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, zum Beispiel mein YouTube-Kanal wird gehackt werden. Das gibt es ja ab und zu, dass ein Kanal gehackt wird und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen. Das ist eine absolute Horrorvorstellung, weil ich lebe halt von YouTube und von TikTok und von Insta zusammen. Aber seine Antwort grundsätzlich wäre mir, ich arbeite natürlich privat sonst etwas, das ist ja nicht mein Job, das ist mein Hobby. Somit haben wir eigentlich in Radio nie genau die gleiche Antwort gegeben. Was mir persönlich jetzt gerade mega Schlimmes passieren könnte, ich glaube, das wäre, wenn ich meinen Zusammenhalt zu meiner Mami verlieren würde. Das gibt mir am meisten Kraft und dass ich mit meiner Mami und meiner Schwester über alles reden kann und alles. Und wenn das plötzlich nicht mehr da wäre, wäre das halt so das Schlimmste. Logisch wäre es auch das Schlimmste, wenn ich irgendjemanden von meinem wichtigsten Kreis verlieren würde. Das ist immer schlimm. So, jetzt abgesehen vom Tod, glaube ich, wenn ich einfach den Zusammenhalt eben zu meiner Familie verlieren. Wahrscheinlich, wenn ein Familienmitglied würde sterben, wo mir sehr, sehr nahe steht, von der Familie nahe Leute, etwas Schlimmes würde passieren. So etwas, das wäre schon schlimm. Ich möchte eigentlich am liebsten, dass immer allen es gut geht, dass meine Großeltern immer fit bleiben, dass meine Mutter, mein Bruder, meine Freundin, alle Leute, die mir so nach sind, dass denen es immer gut geht, dass sie fit. Ich glaube, das will ja jeder. Es wäre ja komisch, dass es niemand wollen haben. Also, wenn man sich das nicht wünschen von dem her. Ist ganz klar. Also, man sollte das auch sagen. Wenn das jetzt jemand nicht würde sagen, wäre es hure Straub, wenn jemand gerade auf sich bezogen würde antworten und gar nicht das einmal nur schon erwähnt und sagen, das ist ja klar, aber ich will es gleich sagen. Wenn man es komplett weglässt und nur auf sich bezieht, also das wäre hure weird von dem her, wenn man direkt nur über sich redet. Wenn du mit einem Schweizer YouTuber müsstest zusammen sein, wer wär's? Mit einem Schweizer YouTuber müssen zusammen sein. Wer wär's? Also, das ist meine Antwort dazu. Nein, sorry für das, aber ich hätte jetzt einfach müssen. Ich muss wirklich sagen, ich bin so viel älter als alle. Aus dem Grund geht ich nicht, ich bin einfach zu alt. Und das, wenn ich, klar ist Alter auch nur eine Zahl. Also all die damals sind alle so um die 20 rum, plus minus, eher minus. Und die wollen noch leben, die sollen auch noch leben. Will die leben, wenn, würde es nicht einmal mit mir funktionieren, weil ich habe ja schon alles, ich habe gelebt. Von dem her, also ich habe mich ausgelebt, Erfahrungen sammeln oder so, das habe ich alles gemacht schon. Und wenn ich etwas will, dann will ich etwas Festes und wenn möglich etwas, wo für immer ist. Das würde ja da gar nicht gehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mit jemandem von denen das würde klappen, ist so gering. Weil man will sich ja noch ausleben. Nur schon aus dem Grund ist Alter etwas doch noch Relevanz. Je älter das man wird, desto weniger relevant wird es in einem gewissen Sinn. Aber wenn ich müsste jemanden nehmen, Leute, die gehen schauen, auf TikTok, die heisst, glaube ich, wie heisst die? Ich muss schnell selber schauen. Ich weiß nicht einmal den Namen. Vivi Mausi. Bin gespannt, Milo, wer du wählst. Ich kann da nur verlieren. Egal was ich sage, ich verliere bei der. Ach. Oh ja, Milo, du kannst nur verlieren. Absolut, du kannst nur verlieren. Ja, weißt du was? Ich muss kurz überlegen. Ich würde höchstwahrscheinlich... Oh mein Gott, wie sie das rauszögert. Damit sehe ich. Es wäre Komm mal raus, sag's doch mal. der Adi. Die Ayla. Okay, interessant. Lassen wir einfach so stehen. Sagen wir nichts, lassen wir so stehen. Ich würde höchstwahrscheinlich die Larouche nehmen.
Wieso? Ist scheißegal wieso. Sie wählt dich, du wählst sie. Sie hat einen Freund. Somit Scheiße gelaufen für die Adi. Du weißt, sie würde ihn nicht, aber du kriegst sie nicht, weil sie jemand Besseres als dich gefunden hat. Oh, schon noch blöd gelaufen. Scheiße. Was ist im schrägsten passiert, wo du je gesehen hast? Also ich habe noch nie einen Porno geschaut. Und natürlich kann ich somit die Frage nicht beantworten. Aber was ich gehört habe, also von Leuten, die von anderen Leuten, die von Leuten, von Bekannten, die Schwester, die der Bruder hat, und dem sein Kollege hat ein Porno gesehen, ist das Weirdeste Two Girls One Cup. Googlen das nicht, suchen nicht nach dem, machen es einfach nicht. Einfach nicht machen. Bitte nicht. Wie ich schon mal in einem Video beantwortet habe, bin ich überhaupt kein aktiver Konsument. Also es ist einfach passive Schauerin, keine aktive. Ja, wer Pornos lieber passiv einfach nur schaut und nicht aktiv noch etwas macht, jedem das seine. Ich habe mal auf das Video draufgeklickt. Das hat von weitem, also auf den Bildern nicht so schlimm ausgesehen. Aber um das jetzt mal YouTube werbefreundlich erklären, man hat irgend so etwas Ähnliches wie ein Staubsaugerding ans weibliche Geschlechtsteil an und Er meint, glaube ich, eine Saugglocke, also so würde ich jetzt mal sagen. Das sind so Dinge, so Vakuumpumpe. durch das zieht sich dann das so raus. Und dann sieht das halt nicht mehr ganz normal aus, sondern es kommt so wie aus dem Körper raus. Und es ist scheiße, es sieht verdammt hässlich aus. Wir gehen zu der nächsten Frage, Digga. Danke. Gehen jetzt nachschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich kann eigentlich nur einen Schlüsselsatz dazu sagen, und Okay. zwar Two Girls, One Cup. Milo, wir zwei, wir verstehen uns. Wann hast du das letzte Mal Sex gehabt? Wieso sagt man Sex? Muss man das so sagen, wegen dem Algorithmus, dass es nicht gesperrt ist? Oder? Ich check das nicht. Also wann habe ich das letzte Mal begattet, geflucht, weggetatscht, geflankt? Oder wenn ist es bei mir das letzte Mal... Ich muss wirklich rechnen. Ja, ich muss rechnen, weil es ist schon lang her. Schätzungsweise vor 1,5 Jahren war es bei mir. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber so um das herum. Optisch halt nicht so ansprechend für Frauen, von daher. Und Corona natürlich auch noch. Gibt es Schlimmeres. Sorry, bin ich ehrlich, gibt Schlimmeres. Ich bin ehrlich, ich hatte das letzte Mal Sex vor 1,5 Jahren. Oho, Arioni auf demselben Niveau, ha? Ja, man ist Single halt, ha? Aber er hat Fame, er hat einen Body, einen Sportlerbody. Also, nimm doch einfach einen Fangirl. Adi, komm, nimm einfach ein Fangirl. Wir zwei haben es zusammen gehabt. Ja, komm, heb einfach die Schnarre mehr jetzt. Und auch wenn, wäre es nicht schlimm. Wäre ja nicht schlimm. Das müsste vor 2 Tagen gewesen sein. Jupp. 2 Tage? Ja. Passt, wenn man Ich möchte euch bezüglich sagen, passt. wenn ihr mal ein Zeitchen nicht smasht, das kommt wieder. Und je länger ihr nicht smasht, desto besser wird es nachher. Desto schneller wird's. Das kann ich garantieren. Aber es wird geil. Es wird geil, aber es ist sehr schnell vorbei. Das Gute ist aber, dass man dann meistens ja dann nochmal kann. Ja? Ich glaube, ich beende einfach das Video an dieser Stelle. Oh, Gebt dem Video einen Daumen hoch und den Kanal abonnieren. was für eine Frechheit, sie beantwortet die Frage einfach nicht. Ganz strupp, so Fragen machen, aber nicht selber gar nicht wirklich gerne beantworten. Ja, ich habe meine Antworten zu dem Ganzen gegeben. Wie soll ich das so beenden? Keine Ahnung. Daumen nach oben da für das Video und gut ist.